Hallo zusammen, Manu Outdoor ist Outdoor. Ich bin heute mit dem Buschlings, mit dem Tobi unterwegs und heute machen wir einen einzigartigen Overnighter. Und zwar geht es jetzt hier rein und nachher geht es rauf. Bleibt dran, Manu Outdoor ist Outdoor mit dem Tobi. Wir sind jetzt auf einem mega hohen Aussichtsturm, etwa 40 Meter über Boden. Wir sind über der Baumkronengrenze, wir sehen 360 Grad rundherum. Wir sind hier in der Mitte von Basel und unser Plan ist heute einen Overnighter zu machen, mega exklusiv. Wir mussten Behörden um Bewilligung anfragen und wir haben sie bekommen. Also Buschlings hat 4 Monate gebraucht, bis er die Bewilligung hatte. Und für einen sehr exklusiven Overnighter, also bleibt unbedingt dran, das wird richtig cool heute Abend. Vor 3 Jahren und was fast 17 Wochen lang als Familie in seine Sitzung gemacht. Bis in den Ja. Was kostet die Rucksack? 600, 700, 800? Nein, 300, 350. Die Rucksack kostet 60. Ja. Wir werden überhaupt einmal draußen pfusen. Die ist noch nicht Im einmal... Wald draussen schlafen ist das Schönste, was ich... Ich hab's schon gemacht, aber mit Wurfzelt. Mit Ohne, Wurfzelt, ohne. nur mit Wurf, nein, das ist ein Moskitonetz. Meine Versicherung? Durch dich? Du hast eine Tendermatte, hä? Tender-Isomatte. Ja, ist ja dick. Ist ja 12 cm, oder? Carinthia Defense 4 heute dabei. Mit dem Miltec Biwaksack. Es müsste eigentlich sehr warm werden. Ja, schau mal, wie easy das ist, um die Isomatte aufzupumpen. Mit dem Sack perfekt 1A, es geht mega schnell. Aber es ist ein bisschen tricky da oben, es windet halt schon recht stark. Ja, jetzt haben wir eine schöne Abendstimmung, schon fast ein bisschen Sonnenuntergang. Es windet zwar, aber es ist mega warm. Ich habe vorhin schnell auf dem Thermometer geschaut. Vorhin haben wir noch im Rucksack noch wirklich 22 Grad gehabt. Es ist ein mega warmer Wind, aber es ist halt ein konstanter Wind. Aber ich würde sagen, so etwa 25 km pro Stunde wird es schon sein. Wunderschöner Ausblick. Schauen wir noch ein paar Bilder an. Impressionen von da oben, mega schön. Let's go! Oh, schön mal rein. Und jetzt noch ein Fondue da oben, das wär's noch. Was? Feine Luft. So richtig gut.
alles zurecht. Tricky mit dem Kochen. Jetzt sind wir dann langsam am Kochen. Machen uns hier mal parat. Und ja, es ist mega schön. Schau mal den schönen Sonnenuntergang an hinten. Ja, es ist auch langsam Zeit, um mal etwas Feines zu machen. Schöne Atmosphäre und es ist immer noch erstaunlich warm. Es ist wirklich noch mega warm. Ich habe den Thermometer dabei. Wir schauen mal die ganze Nacht. Also kalt werden wir definitiv nicht an. Es gibt mal etwas Warmes, etwas Feines zum Essen, zum Nachtessen. Und dann schauen wir nachher noch, später dann noch ein bisschen, gibt es mehr über den schönen Ausblick und ja, was wir dann so alles machen. Nach dieser Nacht, gell? Ja, guten Morgen miteinander. Es ist bereits schon Betrieb, es sind bereits schon Leute oben gewesen auf dem Turm. Jetzt kommen schon die ersten Leute rauf. Hallo. Und der Morgen. Geht ihr auch noch? Die Woche? Nein, wir haben hier geschlafen, wir haben eine behördliche Bewilligung. Wir haben eine Bewilligung. Ja. Wir machen einen YouTube-Film unter anderem. Jetzt sind wir da eben, wir noch das Panorama geniessen, nachher gehen wir dann runter einen Kaffee nehmen. Aber jetzt sind wir auch langsam zusammenräumen. Jetzt ist es schon ratzfatz gegangen, oder? Jetzt schon hell und sind schon die ersten Leute oben im Turm. Erzähl mal, wie war so deine Nacht? Die Nacht war super. Ich hatte absolut kein Problem mit Schlafen. Ja, hast du noch ein paar Sternschnüppel gesehen danach? Ja, sicher um die 30 Sternschnuppen haben wir sicher gesehen. Ja. Ja, Aber sonst war es easy. cool. Die Temperatur war okay für Die dich? Temperatur war fast zu warm. Wir sind mit dem T-Shirt oben rumgelaufen haben. Ja, wo eigentlich schon länger kälter hat sein sollte. Ja. Schau mal an, wie warm die Nacht war. 17 Grad, 16 Grad, am Morgen um 4 Uhr. Krass. Ja, es ist jetzt ratzfatz gegangen und die Sonne ist da und es ist hell geworden. Und es sind gerade schon die ersten Leute da gewesen, haben sie jetzt ja vorne gesehen. Fahnenaufzug haben wir auch noch gehabt, also das ist ein super gutes Weckerkommando. Fast ein bisschen Militär. Ja, jetzt tun wir da auch langsam zusammenpacken. Wir haben ein paar Bilder gemacht vom schönen Sonnenaufgang, der ist wirklich cool und jetzt kommen schon die ersten Leute. Also ich meine, es ist 7 Uhr am Morgen und es kommen schon die ersten Leute, aber wunderschön. Ja, wie war die Nacht? Es war mega warm, also es war nicht unter 17 Grad und ich mit meinem Biwaksack, den ich ausprobieren wollte, war natürlich nichts. Es muss viel zu fahren. Ich kann den aus dem Biwaksack im T-Shirt, ich habe es noch jetzt schnell angezogen, aber T-Shirt,
im Schlafsack und ich habe immer noch heiß gehabt, ich habe geschwitzt drin, ich habe immer wieder aufmachen, den Schlafsack, um ein bisschen lüften und es ist richtig warm rausgekommen. Also 17 Grad haben wir schon gehabt in der Nacht und ich meine, das ist wie die fast im Schlafzimmer, oder? Das ist wirklich warm. Also von dem haben wir uns überhaupt nicht beklagen. Ich habe viel zu viel Material dabei gehabt, aber alles gut. Jetzt ist es langsam Zeit, um ein bisschen zusammenzupacken. Eben sind da schon die ersten Leute oben im Turm. Es ist nichts mit gemütlichem Ausschlafen, trotz Zeitumstellung sind bereits schon früh da die Leute da oben, aber ja, so ist es. Ja, da war mein Schlafplatz. Da haben wir 30 Sternschnuppen in der Nacht gesehen, locker. Mega schön. Ein bisschen mit Isomatte, Miltec, Biwaksack, den ich eben nicht so gebraucht habe. Ich packe mal ein bisschen aufräumen. Jetzt sehen wir mal das schöne Licht rein. Jetzt haben wir hier Sonnenaufgang, die Sonne ist schon oben und mega schön. Hammer. Schaut mal. Irgendwie müssen noch meine Biwak kühlen, aber was ist drin? Biwak kühlen wäre ich zwar nicht, ja. Hey, wir sind jetzt bereits schon fertig mit unserem Overnight. Das war cool vom Turm oben mit dem Tobi. Das hat richtig Spass gemacht. Ja, und schaut unbedingt mal beim Tobi auf Instagram vorbei. Ist da unten verlinkt in der Beschreibung. Also wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal auch mit dem Tobi. Ciao zusammen. Macht's gut.